Heute möchte ich euch eine Anwendung von Segui il tuo istinto vorstellen, die wir Cemento Naturale genannt haben. Und da es sich um einen Zement handelt, ist es natürlich am besten für urbane Designstile geeignet. Und natürlich beginnt alles wie immer mit der Anwendung von Primus. Wir beginnen jetzt mit der Auftragung von Segui il tuo istinto. Wir haben das Produkt aufgebracht wie gewöhnlich und es folgt die Verarbeitung. Wir benutzen das übliche Gerät, ein Dornreibebrett, und erzeugen jene Löcher, die wir in einer mit Zement verputzten Wand vorfinden, also mit kleinen, unregelmäßigen Zeichnungen, die uns dieses Gefühl von Zement vermitteln. Natürlich sind die Farben, die mit dieser Verarbeitung am besten gehen, das Grau, etwas Ocker, Großstadtfarben eben. Dies ist unser Vorschlag dafür, wie eine Zementwand aussehen könnte. Und die Verarbeitung soll ja genau diesen Eindruck vermitteln. Ihr habt selbstverständlich euren eigenen Instinkt. Der euch zu der Verarbeitung führen wird, die eurer Vorstellung von natürlichem Zement entspricht. Wir bringen das jetzt zu Ende. So stellt sich das Bild dar. Sieht ein bisschen komisch aus, Allerdings wird genau dies uns am Ende, wenn wir es einplätten werden, ein Bild von Unregelmäßigkeit vermitteln, die typisch für den natürlichen Zement ist. Nachdem wir die herausstehenden Spitzen abgeflacht haben, müssen wir das Ganze mit etwas mehr Kraftaufwand plätten. Wir benötigen jetzt ein neues Werkzeug, die Sprühflasche. Wir werden diese Bereiche befeuchten, was uns erlaubt, sie zu kompaktieren, ohne die Produktstruktur zu zerreißen. Sollte dies dennoch mal geschehen, kein Problem. Wir befeuchten die Stelle mit dem Sprüher und schließen die Stelle mit dem Spachtel in entgegengesetzter Richtung. Das ist interessant, weil die Verarbeitungszeiten lang sind. Sollten jetzt irgendwelche Stellen auftauchen, die uns nicht gefallen, befeuchten wir sie und streichen sie glatt. Und so verändern wir die Strukturzeichnung so, wie es uns gefällt. Gut so, die Zeichnung ist schön und das Produkt ist fast trocken. Dies ist der Moment, die letzte Kompaktierung vorzunehmen, wenn wir einen Glanzeffekt wünschen, ansonsten lassen wir die Fläche so, wie sie ist. Da wären wir. Die Struktur ist aufgebaut, diese Mauer scheint aus Zement zu sein. In Wahrheit ist es ein Produkt auf Kalkbasis, das ihr kennt. Segui il tuo istinto, komplett transpirierend. Die Eigenschaften kennt ihr ja mittlerweile. Wir kommen nun zur Oberflächenbehandlung, zu den möglichen Behandlungen. Dieses hier sind die 2 Oberflächenbehandlungen, von denen wir zu Beginn gesprochen haben. Eine mit Wachs und eine mit metallischem Finish. Was das Wachs angeht, nichts Neues. Wir kennen es mittlerweile seit 20 Jahren. Wir bringen es mit dem Schwamm auf, ohne mit der Menge zu übertreiben. Meiner Ansicht nach ist dies die perfekte Flächenbehandlung. Die Wand ist absolut transpirierend. Das Wachs trocknet jetzt an. Wir bearbeiten es mit dem Lappen und es bleibt diese leichte Satinwirkung und ein Gefühl von echter Natur auf dieser Zementmauer. Hier ist es noch nicht vollständig trocken, aber absolut berührbar. Angenehm, sehr angenehm. Sehr einfache Oberflächenbehandlung, eine Auftragung von Istinto, dann die Verarbeitung und das Wachs. Und an diesem Punkt sind wir fertig. Aber wir können noch mehr machen, also für die etwas anspruchsvolleren, für die, die eine besondere Fläche wollen, etwas eigenartiger, arbeiten wir mit Produkten mit Perlmutt, Metall oder Gold. In diesem Fall machen wir eine Anwendung mit Gold in 2 Auftragungen, wieder mit dem Schwamm.
Gold, aber in einer Verdünnung von 30%. Warum? Unverdünnt könnten wir es in einer einzigen Anwendung aufbringen. Das wäre allerdings sehr anstrengend. Mit einer 30%igen Verdünnung können wir schneller arbeiten. Und das Ergebnis ist harmonischer. Gut, wir sind bereit für die zweite Behandlung. Hier und da scheint etwas durch. Mit der zweiten Behandlung wird es überall vollständig decken. Diese Wand könnte jetzt als fertig betrachtet werden. Wir haben einen goldfarbenen Zement, eine sehr eigenwillige Fläche. Wir könnten sie auch so lassen, würden euch aber gern einen weiteren kleinen Trick zeigen, wie man diese Löcher der Struktur mit einer Rostfarbe füllen kann, sodass wir ein leicht rostfarbenes Gold erhalten, etwas ziemlich Besonderes. Wir nehmen also diese Rostfarbe, fügen ebenfalls 30% Wasser hinzu und füllen dann die Löcher mit Gold an. Mit einem feuchten Schwamm beseitigen wir dann das gesamte überschüssige Material an der Oberfläche so, dass die Farbe in den Löchern bleibt. Sehr schön. Auch hier haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben der Wand noch mehr Leben verliehen. Eine andere Perspektive und eine andere Tiefe. Wenn wir diesem Anblick auch noch Leuchtkraft und Transparenz verleihen wollen, geben wir noch eine Anwendung mit Glas dazu, die ihm zusätzliche Tiefe verleihen wird. Dieses Glas tragen wir mit dem Schwamm auf, pur, so wie es ist. Vorausgesetzt, es handelt sich um ein in diesem Jahr hergestelltes Produkt. Wenn es vom letzten Jahr ist, sollte es besser etwas verdünnt werden. Gut, sehr gut. Dies ist Cemento Naturale. Dieser neue Effekt in der Version mit Wachs ist derjenige, der der Idee dieses Designs am nächsten kommt. Also Farben wie Tortora, Grau, leicht dunkelgrau bis hin zu Schwarz für ein sehr raffiniertes und modernes Ambiente. Hier hingegen können wir uns in der Kreativität gehen lassen, also diese so eigenwilligen neuen Wände, so anders, mit allen möglichen Farben. Mit allen Farben, die man sich ausdenken kann. Überlassen wir also der Fantasie des Dekorateurs und des Architekten die Möglichkeit, ihre Wand zu wählen. In diesem Sinne, viel Vergnügen!